Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. It's Kasperl. Ja, Leute, ich verspreche, aber beim nächsten Mal gibt es wieder Reini. Ich habe heute wieder was anderes mitgebracht. Ne? Wir schauen heute beim Guten Prinz, also Zweitkanal vom Dunklen Parabelritter hier, Alex, er hier, Jana, wo ist er? Ja, bei dem hier. Da schauen wir uns ein Video an. Das ist ein No-Brainer für mich zu react. Ich habe in letzter Zeit mich ja schon nebenher mal ein bisschen drüber aufgeregt. Ich habe das am Rande mitgekriegt. Ne? Ich habe Bibis, es geht hier um Bibi, ne? Bibis Beauty Palace, wer es nicht weiß. Und die macht jetzt einen auf Esoterik-Ding. Und darüber habe ich mich schon länger aufgeregt. Ich habe die aktive Zeit dieser Frau auf YouTube, da war ich nicht viel auf YouTube unterwegs, nicht mitbekommen, wäre auch überhaupt nicht mein Ding gewesen. Aber ich habe damals gehört, ne? Es gibt da die eine, die macht hier so, keine Ahnung, Schminktutorials und danach hat sie halt Shein-Hauls gemacht und sowas und halt einfach maximal diese Influencer-Nummer geschoben, als eine der ersten. Wirklich Werbung für alles machen und wirklich sich für jeden Scheiß bezahlen lassen. Vollkommen wurscht. Und wie gesagt, ich bin kein Mensch, der sich irgendwie groß mit Mode beschäftigt und so. Und ich halte vor allem von diesen ganzen, ich bestelle mir billig Shit aus China in hier containerweise, ne? Zieh das einmal an, schmeiß in die Ecke oder in die Tonne, weil es auch länger nicht hält. Ne? Weil, ganz ehrlich, weil es aus diesem komischen bunten faltigen Bastelpapier aus dem Kindergarten zusammengeklebt ist. Mit dem selbstgemachten Bastelkleber aus dem Kindergarten. Ich weiß nicht, wer von euch den noch kennt. Ne? Und sowas hat mich schon immer angekotzt vom Allerübelsten. Ich checke nicht, dass die Leute das anschauen, wie sich die Alte da tonnenweise diese Scheiße bestellt und sich dann denken, boah, das mache ich auch. Und da wirklich Milliarden umgesetzt werden. Dafür, dass die da wieder irgendeinen räudigen Fummel ist, geht mir in den Kopf nicht. Egal. Ne? Auf jeden Fall, die hat den Kapitalismus und dieses Influencer-Dasein durchgespielt. Die war da eine Pionierin, sozusagen. Ja, weiß nicht, ob das richtige Wort ist. Also, Pionier ist normalerweise schon was eher positiv konnotiertes. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, wir werden sehen. Also, ich habe nichts gesehen von dem Ding. Ich habe nur das Thumbnail gesehen, ne? Und mitgekriegt hier so. Ne? Bis die ersten 10 Sekunden habe ich jetzt reingeschaut, da war schon wild. Ich dachte, einwandfrei. Einwandfrei, das wird sofort reacted, abgespeichert auf meiner Liste und weiter ging's. Und dann schauen wir mal. Ne? Das Thumbnail war wild, weil da war Bibis zurück drauf gestanden. Da bin ich gleich wieder in meine Jugend zurückverfallen. Ich weiß nicht, wer von euch noch mein neuer Freund kennt. Christian Ullmann, ich hab's danach. Ich habe das Thumbnail gesehen, saß dann so vor der Glotze und hab angefangen mit Bibis Bags. Ja, kein Dreck am Steck, sie checken, wo sie wohnt. An die alten Leute hier im Publikum. Und meine bessere Hälfte hat mich angeschaut, als hätte ich komplett den Verstand verloren. Und dann habe ich ihr erklärt, hier, das ist aus, ne, mein neuer Freund, Christian Ullmann, damals von 2005 oder was er das gemacht hat. Auf jeden Fall über 20 Jahre her. Und dann bin ich gleich auf Nachforschung gegangen und dann haben wir uns so diese 8 Folgen, OG-Folgen, mein neuer Freund mit Christian Ullmann gegeben. Und es ist köstlich. Es ist heute noch genauso gut wie damals. Es ist großartig einfach. So. Jetzt bei mir noch ein bisschen ein Eistee. Wie gesagt, der Kasper kein Bier mehr im Haus. Daten sind vorbei. Aber trinkt ihr, was ihr wollt. Dementsprechend hockt euch her, sagen wir mehrere. Er heißt euch Häube auf. Mir einer in, nicht in die Bibi, ne? Oh, ne. Hier, Ding. Alex, sprich zu uns. Erzähle uns, wie wir das zu denken haben. Meine Freunde, Ui, es wird euch wundern. Leck mich am. Das wegen laut. Ich habe das auch vorher eingepegelt extra. Aber es gibt auch noch Menschen, die nicht in den Epstein-Files stehen.
Alter, wenn Bibi in den Epstein-Files stehen würde, Alter, das wäre wirklich wild, ne? Aber ja. Alter, da sitzt sie da in ihrem komischen Pyjama und macht Atemübungen mit Rezo. Ich krieg jetzt schon zu viel. Da habe ich gedacht, das war, und das war OG mein Satz. Ich habe das Video angemacht, hat gesagt, Alter, sitzt sie in ihrem Pyjama und macht Atemübungen mit Rezo. Dann habe ich ausgemacht und festgestellt, das muss reacted werden, Digga. Das ist halt wieder reines Image-Polieren vom Allerfeinsten. Von der absoluten Hardcore-Kapitalistin und jetzt hier einen auf Ding machen. Es ist offensichtlich, ich habe es selber auch schon mal in einem Nebensatz erwähnt, ist halt eine Masche. Ne? Zieht halt nicht mehr. Die Leute, die das früher geschaut haben bei ihr und dann über ihre Affiliate-Links da zu shoppen angefangen haben vor 10 Jahren, die sind jetzt auch anders drauf. Die sind jetzt auch in ihren 30ern. Und da wird es der Content umgestellt, um denen weiter Shit verkaufen zu können. Darum geht's und um überhaupt nichts anderes geht's. Aber schauen, was der Alex dazu sagt. Auch wenn ich ja ebenfalls wenig verstört bin, was ich gerade sehe. Hallo, ich habe ein Buch geschrieben. Das ist der nächste Punkt, da jeder Hansdampf schreibt dann auf einmal ein Buch. Ne? Mädchen, du bist bekannt geworden dafür, dass du Farbe ins Gesicht gepinselt hast und chinesische Müllklamotten verkauft hast. Ne? Komm mal auf den Teppich. Ja? Was? Hä, das ist so krass. Ja, Boah, das ist so krass. Oh, ey, dieses gespielte Ding, ich krieg jetzt schon, was habe ich mir angetan? Also wir sind bei 7 Minuten, ich könnte es jetzt abbrechen. ich mir auch. Aber ich muss harte Arbeit machen. Das ist harte Arbeit. Samstag in der Früh setze ich. Ich bin extra jetzt Samstagmorgens für euch aufgestanden, weil ich ansonsten unter der Woche keine Zeit habe. Dieses Gesicht auf allen Kanälen wieder in die Timeline gespült wurde. Hey, Baby. Hey, Baby. Yeah, da ist er! Da ist er! Ah. Oh, Leute, schaut es an, ey. Das Ecke, glaube ich, hieß der. Bibi ist back, sie wird kein Dreck Am Stecken, sie checken, wo sie wohnt. Ja, Bibi ist back, aber jetzt nicht mehr in der Aber ich die Zahlungskräftigkeit Ich wette was, die hat immer noch Dreck am Stecken. der Eltern kleiner Mädchen aus Version, sondern in der Achtsamkeitsversion. Es geht ja jetzt nicht mehr um Reichweite, sondern um Verantwortung und weil Ja, merkt er, Alex ähnliches, ja, ein paar Jährchen jünger als ich, aber der wird es auch mitgekriegt haben damals noch. ihr Reichweite völlig egal ist, spricht sie überall darüber, sogar bei Rezo. Ach, und im Podcast beim MDR hat sie auch bekommen. Aber diesmal sollt ihr... Das ist auch wieder ein öffentlich-rechtlicher Podcast für fragwürdige Internetpersönlichkeiten. Ich denke, als ich das gehört habe, ja, die macht hier Comeback und macht hier einen auf spirituell und so ein Scheiß. Muss das? Die hat Millionen gemacht mit der Scheiße. Die muss in ihrem Leben nie wieder einen Tag arbeiten, wenn du es so nennen willst, womit sie ihr Geld verdient hat. Oder wofür sie es bekommen hat, sagen wir es mal so. Und das ist doch jetzt gut. Ne? Du hast deine Millionen, leb dein Leben, ne? Kümmere dich um deine Fratzen, gönn dir, mir scheißegal, nimm halt einfach deine Larven aus dem Internet raus. nichts kaufen. Nein, keine Sorge. Kein Badeschaum, keine Shein-Produkte. Also, wäre... Ja, stimmt, Badeschaum und so ein Scheiß hat die auch. Wie man Geschichte schreibt, denn dein Leben verändert die Welt. Uah! Alter! Und auch das Cover dazu. Oh, nee. Nee, ich kann euch gar nicht sagen, wie ich solche Menschen nicht mag. Ich will das H-Wort nicht aussprechen, weil ansonsten gibt es gleich wieder irgendeine öffentlich-rechtliche Kampagne. Ne? Hass ist sein Hobby. Ah, das hab ich doch gesagt. natürlich nett, wenn ihr Buch kauft, aber ansonsten... Leute, nach dem... Wenn du überlegst, das hat damals, glaube ich, meine, das hat schon immer Zeiten gegeben, wo irgendwelche Dullis aus nicht nachvollziehbaren Gründen gemeint haben, sie müssen ein Buch schreiben. Aber
das wirklich eskaliert ist, das auch Anfang der 2000er, um 2003 rum, glaube ich, war das. Müsste 2003 rum gewesen sein, als Dieter Bohlen da seine Autobiografie rausgebracht hat. Der Mann ist im Übrigen immer noch im Fernsehen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich würde so, also wäre ich prominent, würde ich so eine Autobiografie rausbringen. Entweder wenn ich eine terminale Diagnose gekriegt habe oder wenn ich vorhabe, mich halt wirklich komplett aus der Öffentlichkeit zu verbissen. Sagen, hey, ich habe all euer Geld, leckt mich, hier ist das Buch. Ne? Das bezahlt mir meinen Brunch jeden Tag, jetzt in der Rente. Ihr fickt euch, ich bin weg. Mich für die letzten 3 Videos intensiv diese schlimmen Akten analysiert habe und da natürlich auch noch weitermache für euch, ne, keine Sorge, dachte ich mir, dass wir mal zwischendrin etwas Leichtes brauchen, wo der Kopf mal kurz abschalten kann. Die Bibi-Files. Ne? Wie gesagt, zu dem Epstein-Thema, ich wollte euch zu dem Epstein-Thema vor Monaten schon ein Video machen. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil es ist ja noch nicht zu Ende. Ich warte jetzt noch eine Zeit. Es ist abartig. Und was wäre da besser geeignet als ein Blick auf die deutsche Influencer-Szene? Guckt mal, kennt ihr die noch? Das ist Bibi, aber irgendwas ist an Bibi anders. Oh, ey. Es ist... Ich weiß nicht, ich bin der Meinung, Augen sagen so viel über einen Menschen aus. Verdeckt mal den kompletten Rest vom Gesicht. Geht mal hin. Ihr habt das jetzt, weil ich habe das größer auf meinem Bildschirm, aber ne, ihr habt es jetzt in der kleinen Version auf eurem Bildschirm in meinem Video. Ihr könnt das mit dem Daumen machen, ich muss es mit den Händen machen. Verdeckt mal bis auf die Augen alles von diesem Gesicht und dann sagt mir, ist das sympathisch. Ne? Okay, Bibi postet Bilder von sich und zwar ungeschminkt und schreibt in die Caption Folgendes: Hätte ich doch nur früher erkannt, dass ich auch ohne Make-up wunderschön und genau richtig bin. Liebe, Liebe, Liebe. Also ich kann jetzt nur für mich Ja, dafür hättest du keine Millionen gekriegt. sprechen, aber Natürlichkeit gewinnt immer. Oder wie seht ihr das, Jungs? Hä? Lasst mich mal unten wissen. Und wenn ihr Ja, wie gesagt, ich halt auch überhaupt nichts von diesen mit Homer Simpsons Schminkflinte abgeschossenen Barbie-Püppchen. Ist nicht mein Fall. Ne? da uns sowieso gerade am Rumfummeln seid, dann lasst doch gerne mal noch ein Abo hier. Jedenfalls ist Habe ich jetzt auch wieder gesehen hier, weil ich mich ja für euch, natürlich nur für euch, nicht weil es mich auch interessiert hat, dieses Jahr tatsächlich mal mit dem Dschungelcamp beschäftigt habe. Und da ist ja auch dann, ne, dann bringen sie dann noch irgendwie, wer da früher noch alles mit dabei war, diese ganzen Tussis, die durch jedes RTL-Reality-Format durchbumsen, Temptation Island, wie die Scheiße nicht alles heißt, die alle geklont aussehen, alle dieselben aufgespritzten Lippen, alle dieselben 2 Kilo Kleister in der Fresse, alle dieselben aufgepumpten Titten, es ist alles, die eine ist blond, die andere ist dunkelhaarig, das war's. Ne? Das ist das Maß an Individualität, das da zugestanden wird. Ansonsten, die sind auch alle gleich hohl. Das ist wild. Das, als wären die alle auch miteinander in die Schule gegangen. Alter, was habe ich hier mit dem... Jetzt habe ich's. Oh, sorry, wenn es hier irgendjemand hat hier mein Mikro verstellt. Die sind wahrscheinlich alle miteinander in die Schule gegangen. Aufs Clown College. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Von der Schminke könnte man drauf schließen. das genau der Vibe, den man eigentlich bräuchte. Vor allen Dingen in einer verletzlichen Zeit der Pubertät. Man kann natürlich auch einfach alles ablehnen, ausschließlich schwarze Bandshirts und Ledermäntel tragen und seine Akne hinter fettigen, langen Haaren verstecken. Ja, so habe ich es auch gemacht, Alex. Da sind Alex und ich ins selbe College gegangen. Das ist das Clown College für dunkel angezogene Leute. Ne? Wie, du wirst Clown sein, aber keine Farben haben. Dann gehst du da hin. Also, ich bin trotzdem zum Internet-Kasper geworden. Wie eine nicht genau benannt. Ja, aber inzwischen hat er auch... Ich habe auch farbige Sachen an heute. Ich habe so eine wilde grüne... Ja, so eine wilde grüne Stoner-Hose mit Schwammerl drauf an. Und ein, ja, okay, zugegeben größtenteils schwarzen, aber schwarz-olivenen Oilers-Pulli. I love it.
Person in diesem Raum. Na, ganz so war es tatsächlich nicht. Ich checke jetzt erst, was ich für ein Privileg hatte, dass ich einfach keine Pickel während der Pubertät hatte. Komplett irre eigentlich. Aber Selbstbewusstsein hatte ich trotzdem Zerro. Zerro hatte ich. Deshalb habe ich dann auch Content über Metal gemacht und nicht über Beauty. Außer, wenn mich eine gierige oder manipulative Aktion von meinen Influencer-Kollegen mal wieder besonders aufgeregt hat. Also ich bin wirklich froh, dass Alex keine Videos mehr über Metal macht. Ich habe den damals natürlich mitbekommen, als der da seine Festival-Reports gemacht hat, etc. bla bla. Und das war cringe. Es war wirklich cringe. Man merkt es ja auch, es gibt wohl kaum einen prätentiöseren Namen, den du dir für deinen YouTube-Kanal ausdenken kannst, als der dunkle Parabelritter. Aber ich glaube, das weiß er selber inzwischen. Aber hey, komm. Wir waren alle mal jung. Ich habe auch eine lange Zeit wirklich dämlichste Nicknames im Internet zum Zocken benutzt, die ich gedacht habe, die super cool sind. Alles nicht. Irgendwann bin ich dann übergegangen dazu, einfach selbstironisch zu werden und hab dann einfach so Panne-Sachen genommen. Ne? Mein Blutdruck ist gerade sehr hoch. Und sehr weit vorne dabei waren da immer die Beauty-Influencerinnen. Die waren damals der heiße Scheiß. Ich zeige jetzt einfach mal, welche Produkte ich so benutze und was bei meinen Haaren so hilft. Weil nur sehr wenige Erwachsene auf der Plattform waren damals, auch lange in ihrem Wirken unhinterfragt. Und vieles, was die sich damals geleistet haben, ist heute längst vergessen. Bibi war auch weg und fast vergessen. 2002. Aber genau ist Bibi back. Sie hat keinen Dreck am Stecken, sie am Checken, wo sie wohnt. 2022 verschwand sie einfach so von Social Media. Die Beziehung von ihr und Julienko war aus. Ja, das stimmt. Bibi und ich haben uns getrennt. Und der Typ muss auch ein fürchterlicher Lackaffe sein. Ich habe das aus einer sehr zuverlässigen Quelle. Eine Person aus meinem näheren Umkreis, die in einem Hotel gearbeitet hat, in dem der Typ eingecheckt hat. Und dann war so, ja, hallo, einchecken, bla bla. Also ja, wie ist ihr Name? Die kannte den halt nicht, ne? Ja, mein Name ist, ich bin hier YouTube-Star. So ungefähr warum kennst du mich nicht? Ich bin A-Prominenter hier. Hast du nicht die Knaben gesehen, die weiße Rosenblätter vor mir auf den Boden gestreut haben, als ich hier reingeschwebt bin? Hast du nicht den Gesang der englischen Choräle gehört im Hintergrund? Oh, was für ein arroganter Lackaffe. Und da sie das quasi bis zum Get-No ausgeschlachtet haben und nach der Trennung... Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich hier so super prominent wäre, ne, in diesem YouTube-Space zumindest, wie dieser Typ, der wird ja sicher oft irgendwo erkannt. Aber ich wäre froh für jede Interaktion, die so notwendig ist. Einchecken im Hotel, einchecken im Flugzeug, irgendwo, wo du halt einkaufen gehen. Weiß nicht, ob die Leute noch selber einkaufen gehen. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich, glaube ich, auch nicht mehr selber einkaufen. Aber egal. Wäre ich froh um jede Situation, in der ich da nicht erkannt werde. Weil mir das unangenehm wäre. Herr Kasper, so und so, bla bla bla, da und da haben sie reserviert, hier ist ihr Schlüssel, da drüben ist der Aufzug, hoch dritter Stock, rechts bis ganz ans Ende, linke Tür. Haben Sie einen schönen Aufenthalt. Danke. Tschüss. Ich glaube, das wäre, ich habe ja mit ein paar von euch auch schon irgendwie Kontakt gehabt und mir ist das, wenn mir jemand sagt, boah, ich finde dich so geil, kommt selten vor bei mir, ist aber schon vorgekommen und es ist mir eher unangenehm. Ne? Ich habe da, glaube ich, immer noch dieses, wie nennt sich das, dieses Pretender-Syndrom. Ich habe mir gedacht, ich mache doch hier gar nichts, ich erzähle hier nur irgendeinen Stuss. Ne? Ich mache hier nur Satire, bla bla, im Internet. Ne? Dann natürlich der Content gefehlt hat, war irgendwann klar, dass sich da etwas ändern müsste, wenn sie wieder zurückkommen wollte. Aber sie hat sich nicht mal einfach kurz zurückgezogen. Sie war einfach mal mehr als 3 Jahre aus dem Internet verschwunden. Ja, hast du mitgekriegt, wie viele Millionen die Frau gemacht hat vorher mit der Scheiße? Die hätte auch 300 Jahre aus dem Internet sich verpissen können. Mal angenommen, sie wird so lange leben und die hätte immer noch Kohle von damals übrig gehabt.
Ich weiß nicht, ob ihr es checkt, wenn diese Leute verdienen, und das sind ja im Vergleich zu dem, was Leute wie ein Jeff Bezos, ein Elon Musk und sowas verdienen, sind es immer noch Peanuts. Aber diese Leute verdienen für ihre Kasperei da im Internet Geld innerhalb von einem Jahr. Da könnt ihr in mehreren Lebenszeiten, wenn ihr nichts ausgebt, kommt ihr nicht ran. Ihr könnt in eurem Job, auch wenn ihr einen gut bezahlten Job habt, ne, wo ihr, keine Ahnung, mit 3 netto rausgeht, könnt ihr euer Leben lang arbeiten und nie einen Cent ausgeben und ihr kommt nicht ansatzweise an das, was die in einem Jahr verdienen. Um jetzt mal die Vokabel Verhältnismäßigkeit nochmal in den Raum zu stellen. Ne? Da sind wir dann auch wieder bei so Sachen wie hier Papa Platte mit seinem Cut. Das kann doch nicht sein, dass der 10.000 im Monat macht. Was machst du im Monat, du Dulli? Wofür? Während ihr einfach exakt so weiter Content veröffentlicht hat, nur eben mit einer anderen Frau. Oder mehreren. Ich bin da nicht so richtig up to date. Und da fragt man sich dann schon, ob es Bibi war, die hinter dieser, ich möchte persönlich sagen, beschissenen Art des geldgierigen Contents stand, oder ob es die ganze Zeit doch der Julienko war. Das wäre jetzt natürlich, ne, das ist die Heldenreise, die sich die großen Bibi-Ultras jetzt einreden, ne? Ja, das war ja nur er die ganze Zeit und sie wird, ne, und jetzt hat sie endlich ihr wahres Ich und so weiter und so fort, bla bla bla. So will sie es wahrscheinlich auch verkaufen, ist wahrscheinlich alles Bullshit, ne? Ich bleib nicht über Jahre mit jemandem zusammen und mache mehrere Kinder mit dem und mache hier meine komplette Internetkarriere, ne, auf so wie bei Frauen, die zu lange zusammenleben und wo sich die Periode dann gleichstellt mit dem Typen. Ohne dass da eine Connection da ist. Die sind da schon beide geil drauf gewesen auf diesen Lifestyle. Das kann mir keiner erzählen. In einer erfolgreichen Frau steckt ein geldgieriger Mann. Egal. Ich weiß, dass viele vergessen haben, wie mies die basically alles an kleine Mädchen promotet haben, von falschen Beauty-Standards bis hin zu Firmen mit fragwürdigen Businesskonzepten und damit mutmaßlich Millionen verdient haben. Mutmaßlich, ja. Alter, da kriegst du einen Tennisball rein, oder? Aber ich gebe ihr jetzt einfach mal Aber ohne, dass er die Zähne berührt. den Benefit of a Doubt. Ich will ja jetzt nicht von vornherein schon wieder so ein böses Hassmonster sein. Nee, ganz ehrlich, Leute kriegen von mir generell nicht mehr Benefit of the Doubt. Also ganz, ganz, ganz selten. Ich habe inzwischen genügend Lebenserfahrung gesammelt, dass ich sagen kann, Leute, Benefit of the Doubt ist zumindest in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr angesagt. Wenn irgendetwas ein bisschen danach riecht, dass dich jemand verarschen will, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person dich auch verarschen will, bei irgendwo 98%. Ich habe ganz ehrlich, ich war so lange ein so naives, dummes Arschloch, dass ich gedacht habe, ja, nee, das würden die Leute ja niemals machen. Die Person so schlimm, das wäre krass berechnend und abartig, wenn die Person das tatsächlich doch genauso war. Und es ist wirklich in 9 von 10 Fällen ist es genau das. Leute, den einen Fall, wo ihr da mal auf die Schnauze fallt und jemandem Unrecht tut, wenn es euch ehrlich leid tut, ist dann eine gute Entschuldigung besser. Ansonsten fahrt ihr immer besser, wenn ihr grundsätzlich davon ausgeht, wenn irgendwas nach Scam riecht, ist es Scam, Leute. Und wenn eine Person im Internet Millionärin wird, damit, dass sie Klamotten aus China bestellt, dann musst du dir denken, okay, also sie verdient ja Geld damit, also ist sie nicht das Produkt und das Produkt, was sie kauft, ist nicht das Produkt. Was ist dann das Produkt? Und dann musst du in den Spiegel gucken. Und wenn du dann nicht ausschaltest, dann ist dein Geld bald Bibis Geld. Wie sonst immer. Geben wir ihr die Chance, es uns allen zu beweisen. Bibi ist jetzt Tierschützerin, Selbstliebe-Guru, Konsumkritikerin und Anti-Fast-Fashion-Aktivistin. Ja, genau. Das ist sowas, als ich das zum ersten Mal gehört habe, vor ein paar Wochen, Monaten, dachte ich mir, ja, das kannst du jetzt
auch sein. Ne? Jetzt kann sie sich das leisten. Dass die Leute sagen, ja, wie kann man denn hier die billige Wurst beim Ding haben? Hier die Jahrwurst beim Rewe. Ne? Und wie ich es schon immer gesagt habe, ne, es ist natürlich so, die meisten Leute verdienen halt wenig. Und wenig verdienen ist schwieriger geworden in den letzten 6 Jahren. Ne? Spätestens seit 2020 mit der Pandemie und dann mit allen möglichen Krisen, die danach gekommen sind, ist alles fürchterlich teurer geworden und es wird nie wieder billiger. Und wenn da jemand sagt, hey Leute, ich würde gern abends auf mein Brot 1, 2 Radl Wurst legen, ich kann mir aber das teure Zeug nicht leisten, sei es ihm gegönnt. Ja? Sei es ihm gegönnt. Und. Gut von ihr, I guess. Aber sich dann eben wie ein Rainer Winkler hinzustellen und zu sagen, ja, ihr WWF, Tierschutz etc., die kann sich's leisten, groß einen auf Tierschutz zu machen. Und ich bin jetzt Antikapitalistin und Fast Fashion finde ich jetzt scheiße und sowas. Nachdem sie über Jahre mit genau diesen Dingen Millionen generiert hat. Auf diesen Millionen sitzt sich jetzt natürlich bequem und jetzt ist hier vom Elfenbeinturm herunter gepredigt. Im Übrigen, Fast Fashion ist schlecht. Okay. Ja, halt auch dein Maul. Wie gesagt, ist ja schön und gut. Ich halte es nicht für richtig, mit sowas so viel Geld zu verdienen. Ich fand das damals räudig. Aber wenn sie es gemacht hat und alles und sie ist happy damit, ist ja auch in Ordnung, soll sie es machen, soll sich aus dem Internet verpissen, in Rente gehen mit Mitte 30, alles gut. Aber jetzt zurückzukommen und mit einem erhobenen Zeigefinger zu schimpfen über die Industrie, die sie zur Multimillionärin gemacht hat. Wenn das nämlich alles so dreckiges Geld ist und alles so fürchterlich schlimm, Fast Fashion schlimm, all die Häkchen, die sie vorher abgehakt hat, um Millionen damit zu verdienen, dann müsste sie in der eigentlichen Konsequenz sagen, ich habe festgestellt, dass das alles Dreck ist. Und dieses unredliche, dreckige, blutige Geld, das ich damit verdient habe, gebe ich jetzt alles weg. Das will ich nicht mehr haben. Ich hau das alles weiter und ich mache jetzt neuen Content und verdiene mir neues Geld damit, indem ich Awareness schaffe. Das wäre ein Risiko, das wird die im Leben nicht machen. Und solange die nicht sagt, hier, die Kohle, die ich damit verdient habe, ist schmutzige Kohle und die kommt jetzt weg, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben, glaube ich ihr von dieser spirituellen Reise, die diesen Sinneswandel erzeugt hat, gar nichts. Ne? Da glaube ich ihr so weit, wie ich sie werfen kann. Ich meine, es würde ich auch sagen, wenn ich mit Fast Fashion und Konsum allgemein Millionärin geworden wäre. Da ist es. Alex, aus. Aus. Nein, nicht aus. Fass, Alex, fass, geh rein. Vielleicht ist sie jetzt einfach von einer der Influencerinnen in Deutschland mit den mutmaßlich wenigsten Prinzipien zu einer geworden, die einfach alle Prinzipien hat. Also das wäre auf jeden Fall eine Story, die toll wäre, oder? Okay. Ja, wie gesagt, würde sie das tun, würde sie sich von dem Geld trennen, das sie damit verdient hat. Okay. Ich merke, ich verfalle jetzt hier in alte Muster. Wir machen das anders, Bibi. Wenn du das jetzt hier siehst, ich möchte dir gerne glauben, dass du diesen Move jetzt aufrichtig bringst und wirklich Gutes bewirken willst. Aber das fällt mir ehrlicherweise verdammt schwer. Ja. Nicht nur dir, Alex. Wir kennen uns nicht. Und selbst wenn. Ich bin ja keiner dieser coolen Influencer-Dudes, mit denen alle abhängen wollen, ja? Man ruft mich also nicht einfach mal an, wenn man langfristig ein Comeback plant. Das ist dann eher Rezo, der die erste Wahl ist, ne? Ja, aber Bianca, ich würde dieses Video hier nutzen, um dir trotzdem gerne... Rezo ist aber auch hier für Influencer heutzutage, was früher in den 90er Jahren dieses Nintendo Seal of Quality war. Kennt ihr das noch? Das war da auf diesen Spielen drauf. Nintendo Seal of Quality. Ne, das hieß, ja, wir haben das Spiel nicht selber gemacht, aber wir vertrauen den Leuten, die das gemacht haben. Wir haben uns das angeschaut, ist gut. Ja, ist auch oft gelogen gewesen, muss man sagen. Ich habe Spiele gespielt, wo das Nintendo Seal of Quality drauf war. Die waren Arsch. Ne? Aber in der Influencer-Szene ist es Rezo. Ne? Rezo auf der einen Seite des Spektrums, Montana Black auf der anderen Seite des Spektrums. Das sind die zwei Leute, je nachdem, welchen Content du machst und je nachdem, welche Zielgruppe du hast im deutschen Internet, willst du, dass einer von den beiden am besten beide auf dich reagieren.
Und dass du dich bei einem von denen da mal mit in den Stream reinsetzen kannst und dass du mit denen mal quacken kannst und sowas und dass die mal ein gutes Wort über dich verlieren. Das ist unfassbar. Und alleine die Tatsache, dass sie sich da, wir haben es ja gerade gesehen hier, ne? Dass sie sich da zu Rezo reinsetzt. Ich weiß nicht, ob die in Aachen wohnt, aber ne, zumindest sind sie nach Aachen gefahren, um sich da im Schlafanzug zu Rezo reinzusetzen und ganz spirituell Atemübungen zu machen, Aromatherapie, was weiß ich. Allein diese Tatsache sagt mir doch schon, dass das alles Marketing ist. Da ist die Marketingmaschine wieder angeschmissen worden. Ich bin jetzt die neue Bibi, ich habe jetzt dieses neue Image, die ganze Welt muss es erfahren, ich bringe es auf die größte Bühne im deutschen Internet. Bam. Mal aufzuzeigen, wo sich mir als Außenstehenden Fragen aufwerfen, die dem, was du erzählst, halt krass entgegenstehen. Und weil es dir gezielt um die Herzen und Köpfe der Menschen geht und Warte, was stand da? Und weil es Ein paar Sonnenstrahlen, um kurz daran zu erinnern, dass Wärme nicht immer vom Wetter kommt. Halt dein Maul. Alter, auch dieses Ding, dieses Outfit mit dieser Brille und dem ganzen Ding, ausschauen wie eine Tussi, die ne, vor 20 Jahren soziale Arbeit in Berlin studiert hat. Ein paar Sonnenstrahlen. Ja, ich will, ganz ehrlich, ich sitze oft in der Malochne, wenn das Wetter draußen geil ist und denke mir, oh, darf ich mir jetzt gern irgendwo am See in die Wiese legen, ja? Mir ein bisschen Ei dampfen, an Herrgott an Gordon Moser lassen, mir die Sonne auf dem Pelz brennen, bisschen Mucke hören nebenher. Einfach, ne, das Leben, ne. Aber ich muss mal lochen, ne, damit ich am Ende des Monats ein paar Peanuts krieg. Und jetzt kommt sicher wieder die Neiddebatte auf. Oh, ne? Sagen wir mal so ist es. Wenn jetzt Bibis Kontostand und mein Kontostand sich mysteriös von heute auf morgen austauschen würden, würde ich nicht weinen und ich würde es auch niemandem sagen. So, ich würde einfach nicht mehr in die Arbeit gehen. Das ist so. Ne? Natürlich hätte ich gerne dieses Geld, was sie da hat. Ich würde es aber nicht gerne auf die Art und Weise verdienen. Und wenn ich es auf die Art und Weise verdient hätte, würde ich mich dafür schämen und meine hässliche Larven nicht mehr ins Internet packen, sondern dann sagen, hey, ich habe jetzt die Kohle, ich verpiss mich jetzt mal, macht mal ihr euren Scheiß weiter. es dir gezielt um die Herzen und Köpfe der Menschen geht und meine Arbeitsmission ist, Manipulation aufzudecken, muss ich den Leuten hier mal die Widersprüche einfach herausarbeiten, die mir da auffallen. Aber Alex musste nicht, also den Leuten schon, ich hab's mitgekriegt, ne? Ich laber seit über einer halben Stunde für 5 Minuten von deinem Video. Sein Video dauert 26 Minuten. Stellt euch auf ein 3-Stunden-Video ein. ich lade dich herzlich ein, wenn du das siehst, mich auf ein kleines Pläuschen zu besuchen. Für eine Podcast-Folge vielleicht. Und dann reden wir einfach mal ein bisschen miteinander. Bin ich gespannt, ob das passiert. Da bin ich sehr gespannt. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder die sagt sich, boah krass, scheiße, jetzt muss ich da tatsächlich hin, weil ansonsten fliegt mein ganzes Image auf. Oder, was ich eher glaube, ist, dass sie sagt, naja, ich meine, so viel Reichweite hatte der auch nicht. Ich war ja schon bei Rezo. Ich habe ja mehr oder weniger die Debatte darüber, ob das jetzt hier alles berechnend, manipulativ und falsch ist, was ich mache, eigentlich schon gewonnen. Kann ich wegignorieren. Interessiert keinen Menschen, die paar tausend Leute, die das gesehen haben. Warte mal kurz. Eine Sekunde. Ja, 236.000 Leute haben das gesehen. Ich würde mal sagen, die Rezo-Nummer haben wahrscheinlich 4-mal so viele Leute gesehen. Also, scheiße. Und zwar ruhig und auf Augenhöhe. Also an dich speziell. Außerdem sind, glaube ich, die Zuschauer von einem Alex Prinz nicht die relevante Zielgruppe für das Buch von Bibi. Ja? Bibi und an alle anderen möchte ich jetzt mal darstellen, wie ich das alles hier ganz persönlich wahrnehme. Erstmal frage ich mich. Ich kotze. Ganz persönlich, ganz ehrlich, ich finde es zum Kotzen. Ich finde es zum Kotzen, dass Leute auf diese Art und Weise so viel Geld machen können. Das finde ich zum Kotzen. Und ich finde es zum Kotzen am allermeisten, dass sich diese Leute jetzt danach hinstellen, erstmal ein paar Jahre Gras über die Sache wachsen lassen und jetzt wiederkommen und einen auf moralische Instanz machen. Das finde ich richtig zum Kotzen.
Bianca, ne? Wir reden ja jetzt hier miteinander. Wieso bist du da jetzt drauf gekommen? Dass du zu diesem Punkt gekommen bist. Ich habe mich einfach auf jeglichen Ebenen mit mir und meinem Leben beschäftigt. Also endlich, ja, nach all den Jahren deines Contents hast du dich nur mit dir selbst beschäftigt. Dir ist aber bewusst, dass es in deinem Content eigentlich immer um dich ging. Ja, das ist ein guter Punkt, auf den wäre jetzt ich gar nicht gekommen. Ne? Dann sagt, ja, endlich habe ich mich ja mal auf mich beschäftigt. Aber ja, es war ja grundegoistischer Content. Ich habe für mich 300 Oberteile von Shein bestellt. Die ziehe ich jetzt alle an. Oder? Just saying. Thema Rebranding. Ich glaube, am Anfang musste ich. Wenn jemand das Wort Rebranding in den Mund nimmt, dann ist seine spirituelle Epiphanie gelogen. Jemand, der tatsächlich eine spirituelle Epiphanie hat und jetzt hier so einen auf Blumenkind macht, wie sie, benutzt nicht das Wort Rebranding. Für mich, aber auch für die Community, so einen Hammerstein irgendwie werfen. Und das war, glaube ich, der Moment, wo ich meinen Namen offiziell zu Bianca geändert habe. Nur zur Einordnung. Das ist jetzt hier nicht mehr Drachenlord, das ist Drache offiziell, das ist ein ganz neuer Mensch. Es ist dasselbe Prinzip, Leute. Das war Mitte 2022 mit der Trennung vom Mann Julian Klaassen und dem Social-Media-Abschied. Also ich habe alles aufgegeben, was mich und mein Leben ausgemacht hat. Dein Geld auch? Bibi, wo ist das Geld? Wo sind die Millionen? Hast du sie aufgegeben? Hast du sie an Tierheime oder keine Ahnung, dergleichen gespendet? Und hätte Ich würde im Übrigen, das ist so eine Sache, wenn wäre ich berühmt, ne, und man lädt mich irgendwo ein und sagt, hier, Game Show, du kannst so und so viel Geld gewinnen, würde dann immer sagen, an was sie es spenden. Ich würde grundsätzlich immer an irgendwelche Tiersachen spenden. Ich würde immer an irgendwelche Tierheime spenden. In der Hoffnung, dass, keine Ahnung, jeder Euro, den ich dahin spende, dafür sorgt, dass ein Hund oder eine Katze oder dergleichen weniger eingeschläfert wird, nur weil man sich das nicht mehr leisten kann. Ne? Just saying. Ich würde wahrscheinlich wenig bis nichts für andere Menschen spenden. Ich mag Tiere lieber als Menschen. Und hätte, glaube ich, damals auch gesagt, so, ich habe gar keine Identität. Also jetzt kann ich es noch viel reflektierter sagen. Ist natürlich auch schwer, sich das einzugestehen. Alter, wie sie auch wieder durch ihre Zähne redet. Natürlich kann das doch nur von dir sagen. Alter, wenn ich die Stimme schon höre, kriege ich schon Hasslatte. Ja, und das finde ich einen wirklich starken Satz, Bianca. Ich glaube, du hast wie ich 2012 angefangen mit YouTube und warst anders als ich deine ganzen 20er lang einfach ultra erfolgreich und vermutlich innerhalb kürzester Zeit auch steinreich. Ich habe halt die Zeit lang studiert, normale Dinge mit normalen Menschen gemacht, gelebt, aber eben auch YouTube gemacht. Du hast Business gemacht und da ist so ein eigener Charakter halt hinderlich. Das meine ich gar nicht so zynisch, wie das jetzt klingt. Du hättest dich so halt nicht für all die Marken und Werbedeals öffnen können. Ja, natürlich nicht. Das ist, das auch, natürlich musst du ungefähr, ja, du musst mehr oder weniger den Charakter und das Rückgrat von einem Amazon-Karton haben, ne? Und, dieses Tape, ne, zum Zukleben ist halt dann nur immer, wer gerade dafür bezahlt. Das Tape außenrum ist dann halt gerade, im Endeffekt bist eine lebende Litfaßsäule. Die soll ja auch nicht bunt sein, das lenkt ja nur ab von der Werbung, die du da drauf kleben willst. Ne? Die soll so langweilig und stumpf wie möglich sein, dass da jeder da sein Ding draufkleben kann. Oh, schau uns einen neuen Marvel-Film an. Wir haben nur 400 Millionen dafür ausgegeben, dafür ist er aber auch nur 50% beschissener als alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und, ja. Es ist ein Charakter und ein bisschen eine eigene, ne, Farbe, sag ich jetzt einfach mal, im Charakter. Ist absolut hinderlich, wenn du einfach nur Konsum-Werbefläche sein willst. Ne?
die Chancen wahrnehmen können. Aber was hat dich dann jetzt konkret dann zum Rückzug bewogen, Bianca? Du sagst, die Veränderung könntest du nicht auf ein zentrales Ereignis runterbrechen. Dein abruptes Verschwinden von der Bildfläche war eine Blitzentscheidung, die dein Körper und dein Geist für dich getroffen hätten. Dann hast du irgendwie nachgedacht und dir ist aufgefallen, dass du als erfolgreichste YouTuberin Deutschlands Verantwortung hast. Crazy, oder? Und dass du der vielleicht nicht immer ganz gerecht geworden bist. Beispielsweise, wenn du den Eindruck erweckt hast, dass hinter deinen Business Moves gar keine Business Moves stecken würden, sondern du das alles nur für deine Follower machst. Das war so zum Kotzen, das hätte eigentlich jedem auffallen müssen. Ach, hätte dir das nur jemand mal früher gesagt oder in YouTube-Essays detailliert nachgewiesen? Könnte es möglicherweise daran liegen, dass du wieder einen Weg gefunden hast, um schnell und kurzfristig ganz viel Geld zu verdienen? Ja, solche Wie gesagt, das hatte ich nie auf dem Schirm, dass der damals anscheinend zu dem Thema schon Content gemacht hat, aber ja. Ne? Er war ja sicher nicht der Einzige, der dem Thema Bibi und ihren Business-Entscheidungen zweifelnd gegenübergestanden hat. stinkigen Metal-Hassmonster zählen natürlich nicht. Du hättest es vorher gar nicht wissen können. Okay, das war jetzt wieder zu zynisch, oder? Ich meine, ich war halt schon erwachsen damals. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Aktion. Ich habe das alles bei vollem Bewusstsein miterlebt. Du offenbar. Weil ich bin sehr froh, dass ich da sehr wenig bei vollem Bewusstsein miterlebt habe und das, was ich mitgekriegt habe über die damals, hat mir schon gereicht, um einen großen Bogen drum zu machen. War nicht, denn du sagst, du hättest dein Bewusstsein gerade erst erlangt. Mein moralischer Kompass ist der, und danach richte ich mich in jeder Situation, wenn es mir möglich ist. Digga! Das Wort moralischer Kompass wird immer gerne inflationär benutzt, aber es muss auch nicht jeder einen haben. Und aber man muss halt ehrlich damit sein. Und ein moralischer Kompass ist halt etwas, wenn man sich dann nur danach richtet, wenn es einem in Anführungsstrichen möglich ist, ist der überhaupt nichts wert. Da ist ja gar nichts wert. Ja, ich bin ja gegen Konsum und Superkapitalismus. Digga, wir geben dir für diese Shein-Werbung 80.000 Euro. Ja, okay. Da ist mir gerade nicht möglich, ein moralischer Kompass ist eine Instanz. Ja? Das hat was mit Charakter zu tun, das ist eine Instanz. Und du kannst sagen, ne, ich habe keinen moralischen Kompass, mir scheißegal, wenn mir Geld für irgendwas bietet, dann nehme ich das. Ne? Damit lässt sich kein gutes Image in der Öffentlichkeit erzeugen, aber jede Menge Geld. Du kannst aber auch sagen, Digga, nee, ist mein moralischer Kompass, das und das und das und das mache ich einfach nicht, egal wie viel Geld die mir bieten. Und es ist dann auch wurscht, wie es dir möglich ist, sondern dann ist das eine innere Entscheidung, gewisse Dinge zu tun oder gewisse Dinge eben nicht zu tun. Ja, und wenn du dann sagst, er ist mir einfach wichtiger, dass ich selber noch in den Spiegel schauen kann und den Respekt vor mir selber nicht verliere, dann kannst du damit zwar ein sehr gutes Image aufbauen, aber nicht viel Geld verdienen. Es gibt, und das Problem ist sicher weltweit so, aber ich habe es in der deutschen Influencer-Szene natürlich in den letzten Jahren am meisten mitbekommen. Die Leute versuchen immer beides. Und es kommt immer raus. Es kommt immer raus. Ist ja auch hier Finn Kliman, El Hotzo, etc. Diese Wasserpredigen und Weinsaufen Scheiße kommt immer raus. Ja. Das bedeutet, ich laufe durchs Leben mit Ehrlichkeit und mit Bewusstsein. Überall. Besser spät als nie, aber nur zu sagen, man sei jetzt plötzlich ehrlich, das reicht halt noch nicht. Das ist unsere Superpower, die steckt in jedem von uns drin. Wir müssen sie nur erkennen und nutzen. Und wieso hast du... Ganz ehrlich, ich habe aber auch wirklich, ich krieg da zu viel, ich krieg bei der immer diese Unterstufen-Klassensprecherinnen-Vibes. Auch Klassensprecherinnen-Vibes. Ne? Die so getan haben, als wäre das Amt, ne, der Klassensprecherin irgendwas, wo man fürchterlich wichtig ist. Und die dann auch so bedeutungsschwanger immer gesprochen haben. Ja, und ich hab dann aber...
dann die längste Zeit nicht nach dieser Maxime gelebt? Du sagst, der Erfolg, der habe dich in eine Spirale gebracht, aus der du kaum noch aussteigen konntest. Du seist nicht mehr nur... Ey, du kannst aus Erfolg immer aussteigen. Eine Spirale, aus der man nicht rauskommt, ist immer eine Abwärtsspirale. Ne? Das sind immer Schicksale, wofür die Leute nichts können. Abwärtsspirale ist immer irgendwo, meistens irgendein Trauma oder irgendein Schicksalsschlag oder sonst irgendwas, ne? Keine Ahnung. Kind gestorben, daran ist die Ehe zerbrochen, dann hat man zu saufen angefangen, deswegen hat man den Job verloren, dann ist man obdachlos geworden. Das ist eine Abwärtsspirale, aus der die Leute nicht rauskommen. Die haben mich mit Geld beworfen, 10 Jahre lang, Millionen. Ist keine Spirale, aus der ich nicht ausbrechen kann. Und das gibt international die besten Beweise dafür. Schaut euch Dave Chappelle an. Dave Chappelle ist der großartigste Comedian, den es jemals gab. Und dieser Mann ist von einem 50 Millionen Dollar Vertrag nach Südafrika abgehauen, weil er gesagt hat, fickt euch. Ich habe einen moralischen Kompass und euer Geld ist mir scheißegal. Ne? Die haben dem, und das war noch relativ am Anfang seiner Karriere, der hat nicht 10 Jahre lang Barne geschäffelt. So, der hat da seine Stand-Up-Dinger gemacht, hatte die ersten Dinge. Der hat für diese ganze Chappelle-Show nochmal keinen Cent gesehen. Ne? Weil er gesagt hat, Leute, so nicht, ich gehe. Ja, dann kriegst du ja kein Geld. Auch für das, was du schon gemacht hast. Mir scheißegal, verpisst euch. Ne? Das ist keine Spirale, aus der man nicht ausbrechen kann. Dem haben sie 50 Millionen geboten, er hat einfach Nein gesagt. Ne? Und eine Bibi hätte das auch machen können. Die hätte auch sagen können, Moment mal. Ich bin ja spirituell. Und ich bin ja hier gegen Kapitalismus. Und ich bin ja hier eigentlich gegen Fast Fashion und diese ganze Scheiße. Und wenn die dann kommen und mir Geld bieten, dann sage ich nein. Schwupps ist man ausgebrochen aus der fürchterlichen Spirale. Vielleicht hat die das mit ihrem Verhütung, obwohl die hat ja 2 Kinder gekriegt. Also Verhütung hat sie ja auch nicht drauf gehabt. Das ist auch eine Spirale, aus der sie nicht ausgebrochen ist. Für dich verantwortlich, sondern auch für Manager, Dienstleister und Partner. Suffering from success. The pain is real. Bianca, come on. Das ist doch schon wieder eine Ablenkung. Willst du wirklich Verantwortung für Hunderttausende, Millionen eigentlich kleine Mädchen gegen die Gehälter der Manager aufrechnen? Ja, ich weiß, das ist ganz normales Mittelschicht-Mindset hier in Deutschland, nicht wahr? Ihr kennt das. Das ist das, was mich an dieser ganzen Comeback-Aktion so fuchsig macht. Wir wissen alle, dass man mit Content auch Geld verdient. Und dass sich sowas auch bezahlen muss. Sagt doch aber, dass die Kasse bei euch halt so laut geklingelt hat, dass man einfach generationalen Reichtum aufbauen konnte. Und es dann halt einfach egal war, dass ihr da eine Verantwortung hattet. Wie viele Menschen haben denn die Chance, sowas wie das YouTuber-Leben zu nutzen? Ist es denn wirklich schlimmer für dich, die deutsche Neidkultur zu ertragen, als Vorwürfe der Doppelmoral auszuhalten? Bianca? Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Das würden nicht meine besten Freunde werden und ich halte nicht viel von den Leuten, die dann sagen, hier, ey Leute, ich hab hier Dusel gehabt. Ich habe mir hier mit Bullshit eine riesen Reichweite aufgebaut und jetzt beschmeißen mich die Leute für Geld und ich nehme das einfach, Digga. Ich nehme das, weil dann kann ich mit 30 als Multimillionär in Rente gehen. Muss nie wieder arbeiten, kann einfach mein Leben genießen. So, ich nehme das, mir scheißegal. Ne? Wie gesagt, solche Leute werden nie meine besten Freunde werden, aber das kann ich von einer gewissen Warte verstehen, nachvollziehen, respektieren. Dass man sagt, hey, ja, moralischer Kompass, was für andere Leute, habe ich nicht, mir wurscht, ne? Ich nehme die Kohle, fertig. Es gibt auch Situationen, wo ich die Kohle nehmen würde und sage, ja, scheiß alles. Ja. Wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, hier, keine Ahnung, ne? Mir fällt jetzt kein spezielles Beispiel ein, aber natürlich ist das verlockend. Aber dann stehe halt dazu. Sag, ja, ich habe das Geld genommen, fertig. Das ist genauso wie diese OF-CreatorInnen, die immer noch behaupten, dass das nicht Prostitution ist, was sie da machen. Ne? Sag doch einfach mal klipp und klar. Ganz ehrlich, Leute,
ich war ein schlechtes Vorbild. Es hat funktioniert, ich habe dabei super viel Geld verdient. Aber jetzt habe ich eingesehen, dass ich jahrelang auf euch geschissen habe. Ich habe auf euren Nacken richtig abgecasht. Das gebe ich auch nicht wieder her. Aber ich will es in Zukunft nicht mehr ganz so übertreiben. Und vielleicht Reichweite mit positiveren Dingen haben. Tut mir leid, wollen wir uns einfach nochmal neu kennenlernen. Das wäre doch absolut easy gewesen und da hätte keiner mehr irgendwas sagen können. Und Ja, doch, da hätte ich auch noch was gesagt, weil es immer noch fake ist. Ja? Wenn das wirklich so eine tiefgreifende Erkenntnis ist, so die aus der Seele herauskommt, wie gesagt, zumindest einen Teil dieses Geldes würde man dann anderen Leuten geben. Wenn man sagt, hey, ich habe jetzt hier mit der Nummer 10 Millionen verdient, ich kann auch mit 5 Millionen bis an mein Lebensende sehr luxuriös leben, gib 5 weg. Ne? An vielleicht Leute, die Hilfe brauchen, die sich in Schuldenfallen wiederfinden, in Abwärtsspiralen, die daraus gekommen sind, dass sie einfach wild meinem Vorbild gefolgt sind und meine Werbung konsumiert haben und den Scheiß gekauft haben, obwohl sie sich alles nicht leisten können. Die kriegen jetzt eine Kompensation von mir. Und denen ermögliche ich jetzt einen Neuanfang. Das wäre eine Möglichkeit. In dem Moment, in dem ich sage, ja, aber die Kohle gebe ich nicht mehr her, ist die ganze Transformation, das ganze neue Image und das ganze neue Ding einfach für den Arsch. Ne? Das ist gar nichts mehr wert, meiner Meinung nach. Wie gesagt, es ist vollkommen legitim zu sagen, hey, ich habe damit die Kohle verdient, ich behalte die, aber dann muss ich einfach mein dummes Maul danach halten. Entweder mache ich so weiter wie davor oder ich halte mein Maul. Dann einen auf neuen Menschen und endlich bin ich aufgewacht und Ding zu machen, ist halt einfach heuchlerisch. Und das, wenn es etwas gibt, was ich ausstehen kann, sind es Heuchler. nicht mal so ein alter Arsch wie ich. Denkst du, die Leute sind wirklich so blöd, dass sie nicht verstehen, dass du mit deiner Arbeit auch Geld verdienen willst? Ja, die Leute sind wirklich so blöd. Das wissen meine Leute hier doch auch. Schließlich bekommen sie den Content ja umsonst. Da gehört ein Sponsoring halt dazu. Und wenn wir... Ja, gut. Im Übrigen, ich überspringe die Sponsorings von den Leuten, auf die ich da reagiere. Nicht, weil ich denen ihr Sponsoring nicht gönne. Leute, er macht hier Werbung für Anyfin. Ich verlinke euch das Video unten drunter. Die Werbung ging von 11:22 bis 11:54 sowas. Ne? Schaut es euch an. Der hat es unten verlinkt, wenn euch das interessiert. Ich habe einfach nicht gerne Werbung für Dinge in meinen Videos, hinter denen ich nicht stehe und bei denen ich nicht weiß, was Phase ist. Ne? Außerdem weiß ich nicht, wie das ist mit dem, ne? Ob dann irgendjemand kommt und sagt, hey, Herr Kasper, du hast im Übrigen in deinem monetarisierten Video Werbung für irgendwas gemacht und deswegen bla bla bla. Ne? Keine Ahnung. Ich weise darauf hin, der hat jetzt hier Werbung gemacht für Anyfin. Wenn euch das interessiert, schaut euch das Originalvideo nochmal an. Weiter im Text. Und es hat nicht wehgetan. Und jetzt zurück zu Bibi bzw. Bianca und der Frage, wie glaubwürdig Verantwortung eigentlich ist, wenn sie zur Marke wird. Es wäre einfach so viel besser für alle, wenn du deine Zuschauer nicht wie Idioten behandeln würdest. Sie sind nämlich seitdem auch ein bisschen älter und reifer geworden und ich glaube, du merkst selber, wie schwer... Ja gut, nur weil Leute älter werden, heißt das nicht, dass sie klüger werden. Ich habe auch mit Mitte 20 sowas nicht gemacht. Ne? Oder mit Anfang 20 oder auch... Dass ich mir so ein Content reingepfiffen habe, wo es praktisch nur darum geht, konsumieren, bestell jetzt hier, kauf jetzt das, mach jetzt dies. Und dann losgelaufen bin und, oh, ich muss das jetzt kaufen. Weiß nicht, ich habe andere dumme finanzielle Entscheidungen getroffen, aber Das ist nach all den Jahren mit deiner Message durchzudringen. Deshalb bist du ja gerade überall, um deinen Wandel zu formulieren. Natürlich ohne dabei zu hart mit dir ins Gericht zu gehen. Zum Beispiel bei einem Talk mit dem Titel Werte statt Reichweite auf einer Marketingmesse. Einem Ort, wo man sich halt rumtreibt, wenn man in Zukunft nur noch um Verantwortung werben will, ne? Ist klar, Bianca. ja, wie gesagt, Rebranding und sowas. Die hat immer noch diesen ganzen Corporate Talk drauf. Den will ich verarschen. Und dort erklärst du, dass ich mich selbst jetzt gerne als Impact-Creatorin beschreibe. und interviewt hat dich ein Berater für Strategie. Als Impact-Creatorin. Oh. Oh. Oh, aber dieses ganze irgendwas möglichst hochtrabenden Namen zu geben, um zu verschleiern, was es wirklich ist.
Ich übersetze, ich möchte mich jetzt lieber als Impact Creatorin beschreiben. Der Scheiß, den ich vorher gemacht habe, der zieht nicht mehr so gut und damit macht man nicht mehr so viel Geld. Und außerdem gibt es da so unangenehme Kritik immer. Ne? Und deswegen möchte ich jetzt hier in diese esoterische Self-Awareness-Nummer einsteigen, weil ich festgestellt habe, damit lässt sich seit eh und je sehr viel Geld machen. Ne? Nicht erst seit Eat, Pray, Love das erfolgreichste Buch des Jahres war, in dem es rausgekommen ist damals. Ne? Und auch das ist Bullshit, der einfach Leute beeinflusst. Ich weiß nicht, wer es von euch mitgekriegt hat damals, ne? Als Eat, Pray, Love rausgekommen ist, ich habe es nicht gelesen, aber ich weiß grob, worum es geht. Es sind auch die ganzen Leute losgezogen und dann hieß es auf einmal, du konntest dich praktisch vor allem im Dating mit Frauen irgendwie mit keiner mehr unterhalten, die nicht gesagt hat, ich muss jetzt erst einmal rausfinden, wer ich wirklich bin. Vielleicht gehe ich auf eine Sinnesreise. Oh ja, ich muss jetzt hier dieses und jenes und bla bla bla. Und diese Leute haben stellenweise einen Haufen Kohle für irgendwelche komischen Weltreisen ausgegeben, wo sie festgestellt haben, Dreck. Das ist ja so spirituell überhaupt nicht, einfach nur ein Loch im Boden zu kacken und kein Klopapier zu haben. Und dann sind die zurückgekommen, waren aber ganz schnell wieder in ihrem normalen Leben drin. Ne? Dann war die Selbstfindung vollendet und man hat sich dann da wieder gefunden, wo es losgegangen ist. Aber dann, das war auch wichtig, weil dann ist 50 Shades of Grey gekommen. Dann waren auf einmal, alle Leute waren auf einmal BDSM. War jeder. Oh ja, war ja schon immer. Heutzutage auch keiner mehr. Ne? Es ist immer, die kriegen irgendwas vorgesetzt von genau solchen Leuten. Menschen, die nicht in der Lage waren, sich so ein eigenes Selbst zu erschaffen, sondern sich immer nur daran orientiert haben, was machen andere, das mache ich auch, dann bin ich cool oder beliebt oder was weiß ich. Und die warten ja nur darauf, dass sie von solchen Leuten gesagt kriegen, so und so lebst du jetzt. Das ist Mindset-Mode. Ja? Dieses Jahr ist Selbstfindung und Eat, Pray, Love in und nächstes oder übernächstes Jahr ist es 50 Shades of Grey und BDSM. Und ein paar Jahre später ist es wieder irgendeine andere Scheiße. Ne? Und die Leute laufen und kaufen und machen und Hauptsache nicht selber denken. Strategisches Storytelling. Jemand, der Marken weiterentwickelt, um ihnen durch authentische Geschichten zum Wachstum zu verhelfen. Deswegen Ja, das hört sich natürlich auch sehr authentisch an. Deswegen hieß das Panel auch nicht Werte statt Wachstum. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ihr Gemeinskis da draußen. Wirklich mal ganz plain und simple meine Beobachtung als jemand, der deine Arbeit seit Jahren verfolgt. Du machst doch im Grunde das, was du immer gemacht hast. Du verkaufst den Leuten ein Business Move als persönliche Journey. Und diesmal ist der Business Move eben, dass du erkannt hast, dass die Mädels, die jetzt jahrelang Bilou-Schaum gekauft haben, älter geworden sind und vielleicht mehr Bock auf Achtsamkeit und spirituelle Entwicklung haben. Noch dazu, ganz ehrlich, kannst du in diesem ganzen Esoterik kaufen. Diese Scheiße, du verkaufst wirkungslose, in der Herstellung sehr günstige, überteuerte Scheiße an Vollidioten. Es gibt kaum leichter verdientes Geld. Ne? Da werden dann wieder irgendwelche komischen magischen Steine an irgendjemanden verkauft. Ja? Und unter Kinderarbeit in Afrika irgendwo aus der Mine gezogen von Leuten, die keine 15 Jahre alt werden. Bis es bei dir im Shop landet, Kostenfaktor für den Stein von, keine Ahnung, 30 Cent und verkaufst du für 20 Euro. Dann machst du vielleicht nie noch diese Dinger da, wo sie sich die Fresse damit abrollern, ne? So eine Sache. Verkaufst das für eine Heidenkohle. Oder dein Buch, das hochtrabende Selbstfindungsbuch, wo eigentlich nur drinstecken sollte, du wirst deutlich weniger Stress im Leben haben, wenn du finanziell ausgesorgt hast und nie wieder in die Arbeit gehen musst. Wow. Ja, dafür musst du nur Bücher an leichtgläubige Vollidioten verkaufen, die vorher schon deinen Badeschaum gekauft haben. Als auf Schminktutorials und Challenges und deswegen passt du dein Angebot an. Eure Freundin ist erwachsen geworden, reifer,
wie ihr. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich gebraucht werde, um das hier nochmal klar zu adressieren. Ne? Es liegt auf der Hand. Du verwandelst deine Marke von der kindlichen Bibi, die für hinter Unschuld versteckten Kommerz steht, zur erwachsenen Frau Bianca, die genau das kritisiert, ohne dabei die Marke selbst aufzugeben. Es ist einfach eine andere Variante desselben Mechanismus. Smart. Wieso ist eigentlich Instagram jetzt dein Hauptkanal als Impact Creatorin? Creator. Also, was steht da? Personal Blog Impact Creatorin. Bewusst, glücklich und erfüllt leben. Du hast reich vergessen. 7,9 Millionen Follower. Ne? Vegan Life, Happy Me. Dein Maul. Aber dann gleich LinkedIn-Ding unten dran. Jetzt dein Hauptkanal als Impact Creatorin. Creatorin. Warum? Keine Ahnung. Aus Achtsamkeit vielleicht? Oder weil 1 Million Views eines 2 Minuten Instagram Reels im Grunde genauso viel wert sind wie 1 Million Views eines 30-minütigen YouTube-Videos, nur mit einem sehr viel geringeren Aufwand. Vielleicht müsstest du da aber auch mit Julian teilen, das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es ja auch das, was du mit dem Bewusstsein gemeint hast. Mal so ein kleiner Insight aus der kapitalistischen Influencers. Wie gesagt, keine Ahnung, ich kann das nicht verstehen. Weil wenn die tatsächlich einfach nur den Leuten irgendwas sagen wollte, wird sie ja nicht ewig Werbung dafür machen. Dann wird sie ja nicht irgendwie die ganze Promotion-Tour abfahren, von Rezo über dieses Marketing-Event da zu allen möglichen Dingen, sondern wird die einfach ihr Handy rausnehmen und frei von der Leber weg irgendwas erzählen, ohne irgendwelche finanziellen Hintergedanken. Ne? Ja, sie muss kein Geld mehr verdienen. Muss sie nicht. Sie hat. Ja, genug ist immer so eine Sache, ne? Wenn du diesen Hardcore-Kapitalismus hart verinnerlicht hast, so dann sind halt ein paar Millionen immer noch nicht genug. Dann müssen noch ein paar Millionen drauf. Ja? Und in dieser rührst du gerade ordentlich die Werbetrommel für dein Buch mit dem Titel Wie man Geschichte schreibt. Denn dein Leben verändert die Welt. Worum geht's da eigentlich? Ach ja, klar. Wie sehr du tatsächlich unter den Mechanismen der kapitalistischen Influencer-Szene gelitten hast. In ihrem ersten Buch offenbart Bianca Heinecke, wie sehr sie tatsächlich unter den Mechanismen des kapitalistischen Influencer-Szene gelitten hat. Ich kann es mir vorstellen, wie sehr die gelitten hat. Wenn sich für 5 Minuten Schminken wieder 30.000 Euro Werbebudget eingesackt hat. Fürchterlich gelitten hat die. Und wodurch sie erkannt hat, worauf es im Leben wirklich ankommt. Naja, Geld. Seit ihrer unerwarteten Rückkehr im Frühjahr 2024 behandelt sie auf ihrem Social-Media-Accounts primär gesellschaftskritische Themen und setzt sich unter anderem für Menschen und direkt sogar hier auf dem Rücken von ihrem Scheißbuch ist Werbung für ihren scheiß Social-Media-Account. Es hat sich alles geändert. Bibis hat keinen Bock mehr auf Kapitalismus. Und wodurch du erkannt hast, worauf es im Leben ankommt. Also, nachdem du mit anspruchsvollem YouTube-Content und moralisch absolut unfragwürdigen Kooperationen bereits ein Gesamtvermögen von 5 Millionen Euro aufgebaut hast. Wie genau stellst du dir denn eigentlich vor, dich von deiner Vergangenheit zu distanzieren, wenn du damit immer noch Geld verdienst? Schau, du hast ja 2015 mit deinem Ex-Mann Julian Klaassen die Kosmetikmarke Bilou gegründet. Heute bist du zwar nicht mehr das Werbegesicht für die Marke, das würde ja auch nicht zum sorgfältigen. Ja, aber die Marke wird es noch geben und ich nehme mal an, dass ihr noch Prozente gehören von dieser Marke und dass da noch dass da noch jedes Jahr ordentlich hier Schmackes reinkommt, ne? Das ist, die verdient wahrscheinlich passiv nur über diese Marke jedes Jahr mehr netto als ihr mit ehrlicher Arbeit. Deutlich mehr. Kuratierten neuen Image passen, klar, aber du verdienst doch nach wie vor Geld damit. Oder Bianca? Die Firma, ne, die Bianca Heinecke und Julian Klaassen GbR, ist noch immer zu über 40% an Nuvena, der Firma hinter Bilou, beteiligt. Nur mal für mein Verständnis, falls ich das auch mal brauche. Wie funktioniert denn öffentliche Buße, wenn du mit dem Vermögen chillst, das sich nach wie vor und auch weiterhin aus dieser bereuten Vergangenheit speist? Ich spreche das hier nur an, weil man auch das den Leuten einfach mal ehrlich auf den Tisch packen könnte. Aber du kommst dann lieber als Erstes. Ja, das Problem, Alex, ist, ich und meine Community zum größten Teil sehen das genauso kritisch wie du. Die Leute, die früher diesen Baby-Scheiß gekauft haben, denen ist das scheißegal. Die wollen diese neue Story, ist neuer Content.
Die wollen diese neue, veränderte Bibi, die wollen diese Geschichte, weil das so cozy ist. Und dann wollen sie sich schön irgendwie in ihre Badewanne legen mit dem Bibi-Badeschaum und danach in den Bibi-Pullover, ne? Und dann mit dem Bibi-Tee auf dem Sessel kuscheln, ne? Und das Bibi-Buch lesen. Und wollen dann danach mal, die ist so toll und schau, wie erwachsen die geworden ist. Und sich da selber rein reflektieren. Das wollen die Leute. Deswegen verdient die Millionen mit der Scheiße. Ja, als eine Deswegen einer der Gründe, warum ich die Menschen nicht mag, ne? Weil sie dumm sind. Influencerin, die jahrelang als eine der ersten menschgewordenen Werbetafeln im deutschen Internet rumsprang und immer noch mit den Nachwirkungen davon Geld verdienst, ernsthaft nach deinem Comeback damit, dass du den Leuten Verzicht predigst? Darum geht es nämlich in der ersten Folge deines Podcasts Sinn-Safari. Den hast du nach deinem Comeback zusammen mit deinem aktuellen Partner Timothy Hill rausgehauen, der seines Zeichens Lebensarchitekt und Life-Coach ist. Ja, wenn ich jemanden frage, was machst du beruflich, und er sagt, ich bin Lebensarchitekt und Life-Coach, gehe ich wortlos. Ich gehe weg von der Person. Ich will mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Ich bin Lebensarchitekt und Life-Coach, heißt, ich betrüge Menschen um ihr Geld. Ich erzähle denen Dinge, die tiefschürfend und spirituell klingen, damit die mir unverhältnismäßig viel Geld für meine Bücher und meine Coachings geben. Das sind dieselben, das ist auf einer esoterisch-spirituellen Ebene dieselbe Betrugsmasche, wie komm in die Gruppe, kauf mein Buch, Business, Porsche Panamera, yeah. Es ist dieselbe Masche, nur an eine andere Zielgruppe gerichtet. Life Coach. Aber er ist ja nicht nur dein Partner, Was stand da? Life Coach ist. Info waren vor bösen Life Coaches. Ja, wer hätte damit gedacht, ne? Gerechnet. Coach. Aber er ist ja nicht nur dein Partner und Life Coach, ihr macht ja auch Business zusammen. Timothy Hill ist nämlich auch dein Manager. Und ich weiß nicht, wie authentisch es Leute finden, wenn sie da von euch beiden zu Themen wie Konsum und einfacher Leben gecoacht werden. Und wenn das alles alleine dastehen würde, dann wäre das vielleicht noch irgendwie eine schrullige Art, wieder Hallo zu sagen. Nee, wenn das jetzt so steht, finde ich es jetzt schon abartig, aber es kommt ja offensichtlich noch was mit dazu. Aber das Ganze ist ja eine Aktion, die Monate im Voraus minutiös vorbereitet gewesen sein muss. Denn passend zum Comeback kam dann auch noch ein gebührenfinanzierter Podcast. Ja, wir wissen es ja, ne? Wenn irgendein kritisches... Das finde ich so, das hat er am Anfang gesagt, ich habe es jetzt schon wieder vergessen gehabt und es macht mich schon wieder wütend. Dass hier die Leute dann auch noch die öffentlich-rechtliche Kohle hinten nachgeschmissen kriegen. Weil diese Turbokapitalismus durchgespielt haben, Kohle, diese Millionen immer noch nicht reichen. Und dann stellt sich wieder irgendein Hiopai hin und sagt, ja, wir müssen die GEZ-Beiträge erhöhen, weil wir wissen ja nicht, wie wir die ganze Scheiße finanzieren sollen. Dann können wir als allererstes doch so eine Scheiße wegstreichen. Wo sind wir denn? Ist der Öffentlich-Rechtliche auf dem Niveau von einer Folge raus aus den Schulden von Peter fucking Zwegert? Ja, das ist dasselbe Niveau wie Karl-Heinz, der Hartz IV mit seiner Frau Einkommen von 1.300 € im Monat hat, aber 2 Autos und 5 Schachteln Zigaretten am Tag braucht. Und sich dann wundert, warum er kein Pulver hat. So läuft der Öffentlich-Rechtliche auch offensichtlich. Ja, gehen wir doch einfach irgendwelchen dämlichen Dullis aus dem Internet, irgendwelche Podcasts, beschmeißen sie mit zigtausenden von Euros. Das Erste, was du wegstreichen kannst, klar ist das erstmal, ne, sagen wir mal, ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber Kleinvieh macht auch Mist. Streich die ganze Scheiße weg. Ne? Keine Ahnung, ganz Funk hat vielleicht 3 Kanäle, wo ich sagen würde, die haben eine Existenzberechtigung. Mr. Wissen to go. Ja, da hakt es dann langsam schon aus. Cold Mirror vielleicht noch. Ja, was weiß ich. Ne? Alles andere weg, sparst du wieder ein paar Millionen. Braucht kein Mensch. Hier, wenn diese auf Klo-Tussi, diese Pop-Off-Alte, wenn ich die schon sehe, dann kotze ich mir schon wieder vor die Füße. Kein Mensch braucht die und ihre Propaganda.
Promi zurück ins Rampenlicht kommt, darf der ÖRR einfach nicht fehlen. Der Podcast heißt Freundschaft für Likes. Na, ist doch geil, dass der MDR eine ohnehin sehr bekannte Marke weiter kapitalisiert, nur mit öffentlich-rechtlicher Glaubwürdigkeit jetzt. Und dabei das Bild einer geläuterten, reflektierten Influencerin stabilisiert. Ich meine, das hilft dir doch ungemein, oder? Man kann eben beides haben heutzutage. Maximalen Ertrag und dann trotzdem noch Seriosität hintendrein. Ich dachte ja, das Motto sei Verantwortung statt Reichweite, Bianca, ne? Es gibt da draußen wirklich viele tolle Projekte, die eine Finanzierung vom ÖRR mehr verdient hätten, weil sie es sich schlicht selber nicht leisten könnten, zu produzieren oder keine Reichweite hätten, ihre Geschichten zu erzählen, aber Kleinigkeiten. Aber gut, dann geben wir dir von Gebührengeldern nochmal. Keine Ahnung, ne? Wenn du jetzt sowas hast, irgendjemand, der vielleicht wie für ein Klima nur mit einem richtigen, echten Gewissen wäre, der so einen Gnadenhof für irgendwelche Tiere aufzieht, ne? Und sagt hier, die waren für die Zucht oder sonst irgendwas nicht geeignet, die wären ansonsten euthanasiert worden. Die kommen jetzt hierher, wir haben da drüben, haben wir unser Katzenhaus, da sind ganzen Katzen drin, da haben wir Hunde und Pferde und Gelumpen-Zeugs und du machst da draußen ein öffentlich-rechtliches Format und finanzierst es darüber. Dann wäre doch allen Leuten geholfen, das wäre eine Sache, da würde ich sofort sagen, okay, dafür bezahle ich gerne GZ. Aber Bibis Podcast, bei wem ist sie als nächstes im Podcast zu Gast? Können wir zusammenwerfen, brave Mädchen, oder? Raum, deine persönliche Geschichte emotional zu verarbeiten. Aber ne, das sind alles Dinge, die nach außen eben nicht so wirken, als hättest du dich tatsächlich geändert, Bibi. Du nutzt auch immer noch die Techniken, die früher schon funktioniert haben. Hier hast du beispielsweise einen Beitrag gepostet, bei dem du es so wirken lässt, als sei dir gerade etwas wirklich Schreckliches widerfahren. Dazu dramatisches Weinen. Nur was genau los ist, das sagst du erstmal nicht. Dafür hagelt es dann Kommentare wie viel Clickbait willst du machen? Sie ja. Also du merkst, dass das eben auch fragwürdig bei den Leuten ankommt. Einen Tag danach dann das. Du zeigst dich weinend, wie du Aufnahmen von Schweinen einer Massentierhaltung anschaust, die Edeka beliefert. Klar, ernstes Thema, wichtiges Thema, aber vermittelt man mit gebrochenen Herzchen, irreführenden Posts und Tränentheater Ernsthaftigkeit. Entweder du hast wirklich vorher von gar nichts davon gewusst, dann ist es erschreckend, wie wenig du weißt für jemanden, der so viele Millionen Kids beeinflusst hat. Oder du glaubst nach wie vor, dass du deine Zuschauer für dumm verkaufen musst oder kannst. Bianca, du bringst wirklich den basalsten Take überhaupt. Du kritisierst Edekas werbeversprechenden Surprise den Schweinen. Geht es nicht so gut wie behauptet, werden sie zu Wurst gemacht werden. Und dann appellierst du an die User, nutze deine Macht, Kraft und Stimme für was dir wichtig ist. Da hast du dir ja richtig Mühe gegeben mit diesem Virtue Signaling, ne? Es gibt da draußen echt krasse Leute, die seit... Ja, was kommt als nächstes? Ich habe die Epstein-Files durchgelesen und festgestellt, ne, PDF-Files sind ja doch gar keine so guten Menschen. Seid mal da dagegen. Gratis-Mood mal wieder, ne? Aber dann eine ganze Woche Content draus machen. Erstmal hier den Xavier Naidoo machen und in die Kamera heulen, 5 Minuten lang. Seit vielen, vielen Jahren krasse Aufklärungsarbeit machen. So schnell wird das nichts mit dem Respekt verdient. Und dass ausgerechnet du jetzt anderen erklärst, wie sie moralisch richtiger konsumieren sollen, nach all dem, wofür du zuvor geworben hast, das fühlt sich dann doch so ein bisschen wie ein Affront an. Vor allem... Ganz ehrlich, ich würde vor allem einfach mal Mäuschen spielen bei ihr zu Hause. Mit ihrem Live-Coach. Einfach im Privatleben. Weil wenn sie sich unbeobachtet fühlt, so eine Rainer Winkler Discord-Call Situation. Ne? Wenn die zwei sich unbeobachtet fühlen, wie die dann handeln, wie sie konsumieren, wie sie sprechen, auch wie die Planung für sowas läuft für so ein Projekt. Ne? Nennen wir es mal so, wie es ist. Ne? Für so ein Projekt. Wie das da gerade. Da wäre ich gerne mal dabei. Wenn das eben alles ist, was du da zu bieten hast, um dich für das Gute einzusetzen. Aber das ist nicht wirklich das, was ich von deiner Comeback-Kommunikation am wildesten finde. Das erste Video nach deinem Comeback auf deinem YouTube-Account war ein Talk zum Thema Verantwortung. Und in dem prangerst du an, wie schlimm es um etliche Influencer bestellt ist, weil sie Geld scheffeln, indem sie für unmoralische Dinge werben. Creator, die sich mit überteuerten Produkten an ihrer Community bereichern, unter dem Deckmantel von Hilfe zur Selbsthilfe. Ich schau mal kurz, was das Buch von ihr kostet. Ja, Buch kostet auch ein 20, ne? Ich würde sagen, es ist schon fast ironisch, dass du direkt darunter einen Link zu deinem eigenen Podcast Sinsafari gepostet hast.
Ja, vor allem, keine Ahnung, wenn dieses Buch den Leuten so sehr hilft und sie ja wirklich jetzt auch nicht mehr Geld will und sowas und der schon so reich ist, ne, auf 5 Millionen sitzt, was kostet es, so ein Buch rauszukloppen? Keine Ahnung. Hat man eine Auflage von 100.000 von diesen Büchern gemacht, gesagt, hey, die verschenke ich an meine Leute, ne? Der ist jetzt mittlerweile, nachdem es einige Kritik gab, auch gratis, war aber davor nur über ein Abo-Modell zugänglich. Aber weißt du, da hört dann dieses unangenehme Festival der Doppelmoral nicht auf. Du prangerst dann weiter an. Kooperationen mit Fast-Fashion-Ketten, die Millionen verdienen. Aber wie es auch so schlimmer als jeder Teenager bei seinem ersten Referat, oder? Einfach vom Zettel abgelesen. Einfach vom Zettel, das hat ihr komischer Stecher geschrieben und das liest sie jetzt ab. Neues Image auf Papier gedruckt. Auf dem Rücken von ausgebeuteten ArbeiterInnen. Tja, du kennst dich halt aus. Oh, und es wird noch gegendert. Das ist auch wichtig, ne? Das dann nochmal hier die Sahne obendrauf, so, um zu sagen, ich bin wirklich, ich bin jetzt wirklich moralisch ganz, ganz weit oben. Ne? Du warst Shein Werbegesicht. Ich würde sogar so weit gehen, dass du eine Art Vordenkerin von dem bist, was wir heute als Haul bezeichnen. Vor 5 Jahren konnte man mit dem Code BIBI25 noch 25% bei Shein sparen. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Gleich kommt ein riesen... Wenn ihr es merkt, hier die ganze Nummer, wie sie sich da gibt, dieser ganze Dreck, absichtlich auch ein bisschen dem Hall und ein bisschen der schlechten Qualität, ne? Das soll ja nahbar wirken. Diese ganze Nummer ist ja heute, schaut euch die ganzen Influencerinnen dieses Jahr heutzutage auf TikTok an. Ne? Da musst du ja gar nicht weit schauen, wie zu diesem Brave Mädchen Podcast, die sind ja genauso drauf. Das ist derselbe Scheiß, das ist bilderbuchmäßig. Diese Online-Verkauf-Marketing-Nummer. Ne? Das ist im Endeffekt das QVC, Teleshopping-Kanal, nur halt nicht mehr für Rentner und Boomer, sondern halt für junge Leute, aber es ist dasselbe Prinzip. LKW voll mit Shein-Klamotten und Accessoires an. Diese Szene ist eine Rückblende aus deiner Doku Nähte aus Narben. Und mit dieser Doku prangerst du die Zustände in der Fast-Fashion-Industrie an. Und in den Kommentaren feiern dich die Leute dafür, dass du so eine tolle Aufklärung betreibst. Ja, und wenn sogar das Y-Kollektiv die Doku lobt, dann muss sie ja wirklich Bombe sein. Ja, wir wissen ja, die sind die Könige der hochqualitativ produzierten, gut recherchierten Reportagen und Dokumentation. Und journalistisch auf jeden Fall. Ohne Makel. Nein, es ist ein tolles Video. Es ist ein wichtiges Thema. Das ist mir auch persönlich sehr wichtig. Das sage ich als jemand, der jahrelang GOTS zertifiziert produziert hat und am Ende des Tages kein Geld damit verdient hat. Weil die Marge von solchen Produkten halt sehr gering ist, wenn man es richtig machen will. Und dann hat man eben auch keine fetten Budgets für Influencer übrig. Du wolltest es nicht richtig machen. Als du dabei geholfen hast, ultra fast Fashion... Nein, Alex, die hat einfach eine andere Auffassung von richtig machen. Ne? Wenn du sagst, hier das und das, da ist die Marge zwar kleiner, aber dafür kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, ist das aus Bibis Sicht nicht richtig gemacht. Ne? Scheiß auf Gewissen, Marge muss hoch. Deutschland zu etablieren. Als du die Deals mit Shein unterschrieben hast, da war das alles schon längst bekannt. Und für mich ist es schwer vorstellbar, dass dir und deinem Team damals nicht klar gewesen sein soll, dass du mit solchen Kooperationen Kinderarbeit und massive Umweltbelastung unterstützt hast. Und diese Ich bin ein kleines, dummes Mädchen-Karte. Ich war nie Chemie-Experte, aber sorry, ich habe noch nicht mal gewusst, dass es so viele verschiedene Chemikalien überhaupt gibt. Chemikalien? Das ist dasselbe Prinzip wie ein Knossi, der sich hinstellt jetzt mit der Kritik über Fanblast und sagt, ich bin kein Geschäftsmann. Ich habe ja gar keine Ahnung gehabt. Jedes Arschloch, das irgendwann mal eine Folge Galileo gesehen hat, weiß, wie in China Klamotten hergestellt werden. Dass die ganze chemische Scheiße und die ganzen Farben und der ganze Dreck einfach in den nächstbesten Fluss gepumpt werden. Und die Flüsse da toter sind als das Wasser in eurer Heizung. Und das geht alles schön ins Meer raus.
Really? Die zieht einfach nicht. Du trittst als Geschäftsfrau auf und du hattest ein Team. Du wolltest es nicht wissen, dir war es egal. Und du sagst selber, du hast Kritik damals ausgeblendet und Begriffe wie Fast Fashion nicht mal gekannt. Das heißt doch also, du hast das Geld genommen und hast dich damit nicht beschäftigt. Dafür möchte sie sich heute entschuldigen. Ich würde das so nicht annehmen, weil so einfach kann man sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Ich meine, das sagst du selber. Wir haben gefühlt schon Ich mache jetzt mal wieder eine meiner wilden Metaphern. Ne? Jemand ist in einer Beziehung und ist untreu. Das kommt raus und dann hat er gesagt, ja, ich bin ja damals ich bin ja da in so eine Spirale reingekommen, aus der ich nicht mehr rausgekommen bin und ich habe ja auch gar nicht gewusst, dass man in so einer monogamen Beziehung, dass man da nicht irgendwelche anderen Leute pimpern darf und dass ich bin ja auch nicht professioneller Beischläfer und so, also ich muss mir das schon glauben, da kann er jetzt nichts dafür, ne? alles gesehen und die erschreckendsten Schlagzeilen lesen müssen. Influencer, die systematisch Werbung für dubiose Finanzprodukte machen und damit junge Menschen. Da muss ich selber lachen, hat das mitgekriegt. Influencer, die systematisch Werbung für dubiose Da muss sie selber lachen, Digga. Finanzprodukte machen und damit junge Menschen ins Finanzielle austreiben. Ja, im Übrigen, Werbung für dubiose Sachen machen. Was das für eine Wassermarke, die da oben steht von der Flasche, ist höchstwahrscheinlich wieder überteuert. Ne, das sind höchstwahrscheinlich dann auch wieder irgendwelche Sachen, wo sie Leuten die Grundwasservorkommen leer nuckeln, damit sie es dann für den 30-fachen Preis irgendwo teuer an irgendwelche Business-Yuppie-Trullers wie dich verscheppern können. Junge Bianca, du hast Werbung für Coinmaster gemacht. Und das, obwohl das Game auch da schon länger in der Kritik stand, Kinder und Jugendliche gezielt ans Glücksspiel heranzuführen. Der öffentliche Aufschrei damals war übrigens riesig, ne? Selbst der App-Entwickler Moon Active hat auf die Kritik gesagt, wir bereuen Bibi engagiert zu haben, denn das Spiel ist nicht für Kinder. Bibi selbst hat sich damals nicht dazu geäußert. Und das war ständig so. Alle haben das nur mittlerweile verdrängt, weil wir kollektiv immer alles vergessen, was länger zurückliegt als 2 Jahre. Es gab damals auch immer wieder Shitstorms, die jetzt... Das ist nämlich der Punkt. Ja? Ihr glaubt ja nicht, dass diese 2 Jahre, da hat er wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Studien dazu. Aber ich glaube nicht wirklich, dass diese 2 Jahre überall immer zufällig auftauchen. Ne? Bibi war 2 Jahre weg. Kommt jetzt wieder mit neuem Image. Gil Oferim und seine Anwälte haben diesen Prozess 2 Jahre lang rausgezögert. Es scheint wirklich was zu sein, dass so 2 Jahre mehr oder weniger das allgemeine Bewusstsein in der Gesellschaft für die Scheiße, die du gebaut hast, so weit reduziert, dass du dann auch wieder neu anfangen kannst. Dass da schon so weit Gras drüber gewachsen ist. jetzt erstaunlicherweise ausbleiben. Ja, Bibi, vielleicht bin ich auch wirklich der Letzte, der sich noch erinnert. Oder vielleicht der Letzte, dem noch nicht alles egal ist. Ich meine, Gil Oferim ist Dschungelkönig geworden. Ja, wie gesagt, der Vergleich liegt nahe. Jeden wird nach 2 Jahren verziehen, so läuft das hier. Was gab es denn noch so für Highlights? Ach ja, ich hatte wirklich gehofft, das wäre dauerhaft im Unterbewusstsein archiviert worden. Wap. Der Crazy Frog war damals im Vergleich dazu fast schon angenehm. Dieses Musikvideo von dir schrieb YouTube-Geschichte, allerdings als kollektiver Fremdscham-Moment. Rund 3,3 Millionen Dislikes bis Dezember 2021 haben es zum am häufigsten negativ bewerteten Video eines deutschsprachigen Kanals gemacht. Der Stern hat Wap das Zeug zum unbeliebtesten Song aller Zeiten attestiert. Und all das war dir und deiner Businessmaschine völlig egal. Es gab sogar ein fucking Bibi Phone 2015. Das war ein Sony Xperia mit so ein bisschen Bibi-Content obendrauf. Dafür kostete es dann 25% mehr und hatte signifikant weniger Speicherplatz, weil da ja der vorinstallierte Bibi-Content drauf war. LOL. Die Scheiße kaufen, Alter. Ganz ehrlich, wer das Phone damals gekauft hat, dem gehört es nicht anders. Wer das kauft und dann erwartet man von den Leuten,
Die Leute kaufen so eine Scheiße und man erwartet von diesen Leuten irgendwie Verstand, Rationalität, keine Ahnung. Kauft Bibi-Phone, Digga. Für mehr Geld, für weniger Phone. Nur weil Bibi draufsteht. Shitstorm war davor programmiert mit der Kritik, dass du deiner sehr jungen Zielgruppe das Taschengeld abzockst. Du hast belanglosen Content gemacht, bei dem es einfach nur um Konsum ging. Ich zahle Fremden ihren kompletten Einkauf. Ich verschenke Autos an Fremde. Ich trinke das teuerste Wasser der Welt. Du hast Millionen sehr junge Followerinnen regelrecht in eine Konsumspirale getrieben. Vor allem auch der Ding. Du hast Millionen Schenke Autos an Fremde. Ich trinke Dieses Thumbnail ist wirklich alles, was mich an modernen Thumbnails stört. Ne? Dieses übertriebene Gestikulieren. Ne? So, das Ding, wer steht so da? Ne? Wasser für 130 Euro. Das ist alles diese maximal Clickbait und es funktioniert. Das Ding hat 2 Millionen Aufrufe. 2 Millionen Aufrufe. Ich muss mal schauen. Ich schau mal kurz, wie viel habe ich insgesamt Aufrufe auf meinem Kanal. Das ist wild. Das ist wilder Zufall. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt. Mein gesamter Kanal, den ich hier seit über 5 Jahren betreibe, hat ziemlich genauso viele Aufrufe wie das. 1,978 Millionen Aufrufe. Also fast 2 Millionen Aufrufe. Dieses eine Video hat genauso viele Aufrufe wie mein ganzer Kanal. Über 5 Jahre. das teuerste Wasser der Welt. Du hast Millionen sehr junge Followerinnen regelrecht in eine Konsumspirale getrieben. Nicht einmal, immer. Das sind so Spiralen, aus denen man schwierig wieder rauskommt. Immer und immer wieder. Und das jetzt einfach mal mit 2, 3 Purpose-Videos ändern zu wollen, ist absurd. Und noch absurder ist, dass es offenbar reicht. Offenbar ist es wirklich egal, was man mit den Leuten abzieht. Du hast ja eigentlich in deinem Blog-Eintrag mit der Überschrift Bibi zu Bianca eine Erklärung geschrieben. Deshalb habe ich beim Durchschauen der Videos die Entscheidung getroffen, mich noch intensiver mit den Inhalten auseinanderzusetzen, die noch auf meinem Kanal zu finden sind und vereinzelte Videos zu löschen, damit ich all jene Videos, die nicht mit den Werten vereinbar sind, die ich heute verkörpern und nach außen tragen möchte. Dieser Eintrag ist jetzt schon 1,5 Jahre alt. Ja, und dann ist sie aber irgendwann gekommen, Moment mal, ne, YouTube nukt meine Reichweite, wenn ich Videos lösche, die Millionen von Aufrufen haben. Dann kann ich eigentlich den ganzen Kanal löschen. Ne? Wenn ich Videos lösche, die so viele Millionen von Aufrufen haben, wird die Scheiße niemandem mehr vorgeschlagen, niemandem mehr angezeigt. Der Algorithmus killt alles dann. Und dann hat es wohl lieber doch nicht gemacht. Aber die Videos, die ich beim Scrollen auf ihrem Kanal gefunden habe, ne, die mit Einkäufen und Autoverschenkung, die sind ja immer noch online und werden entsprechend monetarisiert. Das heißt, während du als Bianca jetzt Verantwortung predigst und auch alle anderen auf den Pfad der Tugend schickst, verdienst du einfach weiter an Bibi. Du verkaufst doch heute auch wieder nur etwas. Halt jetzt Ideologie statt Lifestyle. Authentizität wegen ein bisschen Selbstreflexion. Man wird zur Konsumkritikerin, nachdem man das hier jahrelang durchgezogen und normalisiert hat. Paprika-Chips. Oh, Bibi, das wird richtig. Guck mal, Kartenzahlung. Kartenzahlung ist erlaubt. Ja, komm, den räumen wir jetzt leer. Okay, das. Boah, hier sind richtig. Wie viele Reihen gibt's da? Bibi, ganz ehrlich, du sagst ja bei deiner großen Rede, mit der du wieder zurück ins Rampenlicht trittst, Folgendes. Ich bin besorgt, dass die Werte, die uns einst zusammengeführt haben, an einen seidenen Faden hängen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Denn ich war eine der Ersten, die diese Zähne mit aufgebaut hat. Als ich Die Zähne? Alter, Bibi. Ich kann das Wort Szene nicht aussprechen, aber verdienen Millionen. Oh ja. Mit Bullshit, ich halte das nicht mehr aus. begann, gab es keine Social-Media-Abteilungen in Unternehmen. Es gab keine Personal Brands, Mädchen, wenn du deine Zähne mal auseinander tun würdest beim Sprechen, dann könntest du auch Social Media aussprechen. Social Media.
Schöne. Influencer als CEOs, all das kam später. Es kam mit uns. Heute braucht jedes Unternehmen eine starke Präsenz, eine Identität, ein Gesicht. Social Media ist das Sprachrohr unserer Zeit geworden. Doch wie soll diese Stimme noch ernst genommen werden, wenn sie immer häufiger nur noch dem Zweck dient, Menschen reicher zu machen, nicht achtsamer, klüger und verbundener? Zum Beispiel Menschen reicher zu machen mit ganz räudigen Manipulationen wie Clickbait und diesen wilden Thumbnails und diesem ganzen Scheiß. Willst du mir wirklich allen Ernstes sagen, dass dir nicht bewusst ist, dass du ganz vorne mit dabei warst, genau das aus dieser Szene zu machen? Alles, aber auch wirklich alles zu Geld zu machen. Dein Content im Grunde nur noch ein Sales-Funnel war. Ja, vor allem, die hat ja auch damit angefangen, das ist ja auch gang und gäbe heute, ihre ganze Beziehung zu monetarisieren. Ja? Die hatte da ihren Macker mit rein und die haben dann zusammen, diese Beziehung war ja Teil des ganzen Business-Konzepts. Ne? Die ist mitten monetarisiert worden, wie das ja oft bei Influencern heutzutage ist. Und jetzt kommt sie mit so einer Scheiße. Hast du das in diesen Ja, wirklich alles monetarisiert, bis ins kleinste Detail. 2 Jahren wirklich vergessen? Du hast es diesen ganzen kleinen Mädchen doch vorgelebt, die sich dann gewünscht haben, so einen Lush-Influencer-Lifestyle zu führen. Ich finde, dein Wunsch, es jetzt anders zu machen, wirklich, wirklich gut. Aber er kann erst anfangen, wenn du aufhörst zu verleugnen, dass du einer der Gründe warst, warum das alles so eskaliert ist. Nee, das ist das Problem. Wir sehen es jetzt in dieser Causa Gil Oferim auch wieder. Ja? Dieses Prinzip, das es mal gegeben hat, dass er gesagt hat, hey, du kriegst eine zweite Chance, aber erstmal musst du dich gerade machen. Erstmal hier Walk of Penance, diese Nummer, Shame. Du musst erstmal wirklich glaubhaft versichern, dass du gecheckt hast, dass du Scheiße gebaut hast und dass du es wirklich bereust. Und dann kriegst du dann eine zweite Chance. Und die Nummer funktioniert nicht mehr. Diese Nummer funktioniert deshalb nicht mehr, weil die Leute da sich denken, ja, aber ich könnte ja. Und wenn es ich so mache, will ich ja auch einfach damit davonkommen. Deswegen, lassen wir das jetzt mal lieber. Und das ist dasselbe Prinzip, warum Leute immer noch, warum 90% der Menschen in diesem Land Parteien wählen, die eine Wirtschaftspolitik machen, die ihnen selbst schadet. Ne, die schlecht ist für sie, wo sie Geld verlieren und andere Leute damit reicher machen, weil sie sich denken, ja Moment mal, vielleicht, mir ist ja eingeredet worden, wir leben in so einem System, wo es jeder nur schaffen kann, wenn er hart genug arbeitet. Arbeite mal, bis du dir 5 Millionen zusammengespart hast im Pflegeberuf. Ja. Und wenn ich es auch geschafft habe, dann will ich ja auch damit durchkommen. Dann will ich auch keine Steuern bezahlen. Ohne das klingt für mich einfach alles, was du dazu sagst, als würdest du gezielt Menschen manipulieren. Sorry, das ist mein Eindruck. Bibi, ich meine das ernst, dieses Gesprächsangebot. Meld dich gern. Lass uns drüber sprechen. Vielleicht habe ich da auch was. Ich bin gespannt, ob sie das annimmt. Lass mal drüber wetten. Schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, die 3, 4 Leute, die sich das jetzt hier 1,5 Stunden mit mir gegeben haben. Schreibt mal unten in die Kommentare rein. Glaubt ihr, dass Bibi tatsächlich auf dieses Gesprächsangebot eingeht oder nicht? Grundsätzlich falsch verstanden. Aber bis dahin bleibe ich bei meiner Meinung hier. Danke für eure Zeit. Lasst mich eure Meinung gern mal in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, Alex. Nee, natürlich macht die es nicht. Und Alex, du hast es auch nicht falsch verstanden. Und die wird nicht in deinen Talk kommen, weil die genau weiß, dass du sie argumentativ auseinander nimmst und dass dieses Plattitüden rausballern bei ihrer hirngewaschenen Instagram- und TikTok-Community wunderbar funktioniert, weil die das auch glauben wollen und weil die kognitive Kapazität nicht haben, zu begreifen, dass sie hier manipuliert und verarscht werden. Aber dass du nachbohren würdest und ganz, ganz schnell diese sehr dünne Fassade der neuen, bewussten Esoterik-Bibi abkratzt und die kapitalistische, ich monetarisiere alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, Bibi, da sehr schnell wieder zum Vorschein kommt unten drunter. Ne? Deswegen wird die im Teufel tun und sich mit dir da in einen Talk setzen. Noch dazu hast du die Reichweite nicht, ne? Bei Rezo wird das gemacht. In diesem Sinne, Leute, ich habe jetzt hier 1,5 Stunden diesen Shit, ich bin jetzt schon wieder richtig mad und habe heute auch noch ein wenig was zu tun.
Heute Abend wird höchstwahrscheinlich Poker gespielt, das muss ich noch organisieren und in diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Bibi tut, kauft nicht ihren Scheiß, glaubt nicht ihren Scheiß und Medal off.